Gruppe der ADR wird diesem Gesetz zustimmen. Ich meine, wir wissen alle, was für ein Problem das man an der Vergangenheit hat. Und ich brauche es nicht mehr zu erwähnen, mich fehlen und das am Detail gemäht. Aber wir wissen noch, was für eine Situation, dass wir lo, was Prozeduren überall rankommen sind, dadurch, dass eben durch die virgezunnen Wahlen 2013 wir lo nicht mehr konform zu der Konstitutioun wären, wenn wir am allen Rhythmus verbleiben. Ich brauche dafür, wie gesagt, nicht mehr auf die 3 ersten Artikeln anzugehen, die sind zu Genüge erklärt gehen, aber wir sind also auch, meine ich, über alle Fraktionen raus, Parteien ähnlich für das so zu stimmen. Wenn wir am Anfang gucken, was machen wir wirsteln, wir lehnen Gemengewahlen vom Oktober an den Juni, und wir lehnen Chamberwahlen vom Juni an den Oktober. Dabei könnte natürlich der Matzig, dass die Gemengewahlen in diesem Fall pur meint, verkehrt gehen, noch virgezu gehen. Wir hatten das auch schon einmal gemäht 2012. Weil so viel drin sind Perioden von der Gemengerät immer den 1. Januar gelaufen. Und da haben wir das Gesetz geändert. Und dann, als so die Gemengerät laufen direkt nachdem, dass der Innenminister der Bürgermeister vereidigt hat, und der Bürgermeister dann an Chefen und dann Conseiller, sodass man von da und am Anfang auch die erste Mandate verkehrt. Und das war damals mal noch gar nicht so klar gesetzlich geregelt, weil ich kann mich erinnern, es war eine Menge Zeit, weil wir als Bürgermeister abgehalten haben, und da verfehlen wir meine Karriere 1,5 Monat. Wir hatten damals eine Nomination für 6 Jahre gekriegt. Und der neue Bürgermeister, als er schon am Oktober vereidigt ist, hat eine Nomination für 6 Joer. Und du hast darüber diskutiert, dass du gesagt hast, und wir gehen davon aus, dass kein Problem mehr möchte. Weil das hat man am Anfang 2 Bürgermeistern gehabt, während paar Wochen für so ein großes Gemeinde. Wir auch mit Klänge hatten die Situation könnte kriegen, nicht nur ein für den Größten aus dem Land oder für einen für den Besten aus dem Land. Wir auch andere Gemeinden hatten das könnte kriegen. Wir in diesem Fall als das geregelt. In diesem Fall als lokal geregelt, dass man das dann immer bis den Datum gehen, aber man kann also nicht eine Situation. Was ich will just einmal sagen, dass wir verschiedene Leute lohai an Diskussionen ranbringen, dass der Mandat gekehrt gehen. Da tun wir auch schon für uns 12 Jahre gemacht. Ich meine, für den muss auch von der CSV, wenn ich mich studieren, Innenminister, wem wir das Gesetz gestimmt haben. Dafür, wie gesagt, meine ich, sollen wir das heute sehen. Das ist, was als lokal geschehen, dass das eventuell am Juni mit den Europawahlen haben. Das nicht so richtig mit berücksichtigt, weil bis die Europawahlen auch am Juni fallen, dass wir eventuell dort zusammenstoßen mit den Europawahlen, weil die sind am Juni bis noch immer gewählt, da werden noch an Zukunft sind, weil wir mit den Chamberswahlen nicht mehr zusammen organisiert. Es kann natürlich auch kommen, wenn wir immer eine Regierungskrise kriegen, aber wir kriegen die am Frühjahr. Da wären wir immer in einer ähnlichen Situation. Das heute ein Gesetz funktioniert, wenn man wie lange funktioniert hat, wenn wir keine Regierungskrise kriegen. Dafür kann ich nicht mehr Zukunftsregierungen invitieren. Wenn sie schon an einer Situation kommen, wo sie abhalten müssen, weil es einfach nicht mehr geht, wir hoffen, dass die Partei dann noch nicht mehr geschieht, wir sollten dann vielleicht gucken, noch im Kalender gucken, entweder nach ein paar Wochen aushalten, oder ein paar Wochen eben echt brechen, für dass wir nicht da noch immer in dieselbe Situation kommen, für dass wir da mal im Chamberswahlen am Juni hätten, und dann müssen wir das Gesetz ändern. Aber dann gehen wir zu der Gemeinde, so, man muss hier am Oktober wählen gehen, weil wir am Juni noch im Chamberwahlen haben. Das heißt, funktioniert alles genauso gut, wie das Viertel funktioniert hat, bis wir eine Regierungskrise hatten, und da müssen wir uns ein bisschen passen. Wir mussten als Reglemente, Kollege Podri hat gesagt, auch nach aufpassen. Wir gucken mal mitten an der Reglementskommission, ob wir da eine Lesung fanden, das werden wir schon fanden. Und da kann es schon sein, dass wir nächste Woche vielleicht an der Chamber können noch als Reglement so aufpassen, dass es dann an Gleichgewicht mit dem Gesetz, als was wir heute diskutieren. Wie gesagt, wir werden als ADR diesem Gesetz zustimmen.
mir waren noch eng von den Parteien, die immer gesagt haben, wir hätten gerne die Europawahlen an die nationalen Wahlen getrennt. Dank der Regierungskrise haben wir das dann gekriegt. Also das ist nicht so schlecht, dass nicht auch etwas Gutes und so etwas drin ist, haben wir da die Trennung gekriegt. Menge wenn wir die breden Debat feiern über das Wahlgesetz am großen Ganzen. Menge wir haben an der letzten Woche vieles darüber diskutiert, und das der Kollege Boddy hat ja auch dementsprechend eine Question parlamentär gestellt, mit den Leuten, die schon mit Wahlpflicht nicht viele gehen, wo als Lützeburg am Prinzip das Stillschweigen so akzeptiert wird, wo man dann davon ausgeht, wenn man den Weg von der Briefwahl an so viel mehr freimachen, dass man davon den Teil von den Leuten kriegen. Also sicherlich auch ein Teil von den Leuten, die das zwar haut schon Kinder machen, über 75, aber wenn das vereinfacht geht, doch vielleicht ein Teil von Leuten über 75 auch vielleicht dann mehr nach den Wahlen sich partizipieren, ob schon sie nicht müssen. Das ist auch eine andere Diskussion, wo man mengen, dass die sollte man dann Diskussionen ranholen. Wir wissen, dass das zwar auch nicht so einfach ist, mit Diskussionen von den Wahlbezirken. Ich meine, wir haben permanent auch an der Basis an der Öffentlichkeit Diskussion von E-Wahlbezirk oder die 4 Wahlbezirke beibehalten. Wir haben bei den Europawahlen funktionieren wir laut engem Wahlbezirk. Bei den Chamberwahlen funktionieren wir laut 4 Wahlbezirke. Wir kennen alle gut die Diskussionen, die in der Vergangenheit laufen, an die nachher drohte laufen, dass das nicht einfach der Regeln alle gut entspricht und dass die kleinen Bezirke einerseits benötigt gehen. Wir wissen auch, dass Diskussionen gibt, wenn man E-Wahlbezirke und dass dann die kleinen Bezirke vielleicht nicht mit Garantie hat, mit so viel Deputierten an der Chambre vertraut zu sind, das alles theoretisch, das kann den nicht so, und das hängt natürlich immer von den Kandidaten auf. Mir sicher also, dass wir ja alle gut nicht die Interesse von einem Bezirk zu vertreten und mit den Interessen von der Gesamtheit vom ganzen Land zu vertreten. Und dafür stellt doch die froh sich, ob es richtig ist, noch bei den 4 Wahlbezirken zu bleiben. Und wir als ADR wären immer dafür, wenn wir schon die Diskussion über eine gréisser Reform vom Wahlgesetz diskutieren, dann auch die Überlegung an die Diskussionen mal heranzuziehen. Das gesagt, Herr Präsident, gebe ich eine Zustimmung von unserem Gruppe für das Gesetz bringen.